So, gehen wir's an, junger Mann mit mutem Gesicht, machen wir eine kleine Platzrunden. Jawohl, Herr Fachlehrer. Geh weiter, sag nicht Fachlehrer zu mir, El Kommandante tut's auch, und du lernst gleich der erste ungarische Wort. El Kommandante, ich trau doch gleich mal das Radio auf, gell? Das hört sich aber schon ein wenig scheiße an. Ich glaub, das poppelt gleich ein wenig militärisch an, oder? Ja, ich glaub, das ist super militärisch. Gefällt's dir auch? Ich stehe mehr so auf Blasmusik und in die Richtung. Na gut. Und jetzt zum Fliegen. Hier, was, Fliegen? Ich hab gemeint, jetzt mach ich endlich noch 30 Jahre schwarz vor einem Führerschein. Oder nix so. Fliegen ist eh wie Autofahren und außerdem ist Sicherung auch, wenn man's kann. Jawohl, Herr Kommandante. Flieg aus, gleich mit dem Wind da. Sind wir ein wenig schneller draußen. Ist das nicht ein wenig lebensgefährlich, gleich mit dem Wind auszufliegen? Hab ich ja noch mal gehört. Nein, das ist eigentlich, nein, das ist eigentlich nur so ein Armenmärchen, weißt? Was glaubst du, wenn wir da den ganzen Tag hin und her fahren, was wir da Benzin verfliegen, hin und her, nicht? Jawohl, Herr Kommandante. Ja, außerdem, das ist mir der ein bisschen zu militärisch geworden, nicht? Da müssen wir einen anderen Sender suchen. Und vergiss nicht die Bremsen aufmachen, sonst stehst du da wie ich letzte Woche. Wieso, was war denn da leicht letzte Woche? Darüber möchte ich jetzt nicht mehr reden. War eh offen, Zirkus, das Ganze. So, Vollgas. Und bei dem Stangerl zwischen deine Füße anziehen, geh weiter nicht das andere. Ja, passt. Geh nicht so gleich aufziehen, mein Magen und die Bauchspeicheldrüsen, die feiern schon Hochzeit. Jawohl, Herr Kommandante. Ja, passt schon. Pumpen aus, Propeller zurück, Ladedruck reduzieren, Kugel gerade halten und 200 Grad einrichten und auf den Plan bitte auch noch schauen, ne? Jawohl. Ja, sag einmal, wo fliegst denn du hin? Das ist ja ganz die verkehrte Richtung, das ist ja der Neusiedlersee. Ja, muss ich da jetzt umdrehen, oder? Ja, umdrehen. Ja, nein, ich wollte eigentlich nur mal probieren, ob du was merkst. Ja, dir kann ich nur den guten Rat geben zur Prüfung nächste Woche, gell? Wenn du den anderen nicht überzeugen kannst, dann verwirren wir wenigstens gescheit. Ja, muss man denn da leicht nichts lernen, oder? Wenn man gut verwirren kann, hä? Ja, gell, aber von mir hast du den Tipp nicht. Hör zu, Andi. Das ist ja der Gipfel. Der Schulbub ist auf irgendeiner Wiesen gelandet, weil er bisseln hat müssen. Warum hast du nichts dagegen da? Na du, da kann ich nichts dafür. Ich bin erst wach geworden durch das Rumpeln, wie der auf die Wiesen aufgesetzt hat. Du, und außerdem Benzin haben wir auch noch mehr 2 Liter. Du, kannst du ein wenig Benzin bringen?